Hallo Michael, lange nicht gesehen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zum Let's Play von Fire Emblem Fates Offenbarung. Und ich habe keine Ahnung, was es gerade war. Naja, letzte Part noch und dann so, okay, ich starte von hier aus, ein paar Tage für mich vorbei. Okay, 3DS gestartet, klick hier, Spielstand, Laden, Kapitel 9, so, Ich so, hä? Was ist jetzt passiert? Wieso ist Fuge da? Was? Du siehst so überrascht aus. Ja, danke, kannst... Oh, aber die kann man natürlich am 3DS. Vielleicht deswegen. Ich so, hä? Ja, ich bin überrascht. Stell dir vor. Ja, stimmt, ich wollte weder für Ushiden noch für Nohr kämpfen, aber... Dein Wunsch ist es, Ballesein zu retten. Und das ist wahrlich nobel von dir. Da du weißt, dass der Wäre auf einen draus lauert, will ich für dich kämpfen. Och, nö. Er hat doch gar keinen Platz mehr im Team. Und warum jetzt gerade jetzt? Hä? Ich meine, dass er nach dem Kapitel kommen würde, okay, aber er hat beim letzten Mal gar nichts Neues gemacht, war einfach nur, Fehl von meiner Seite. Oh, das war was Neues. Ja. Der letzte Part, wollen wir mal überlegen. Ja, 5 Tage sind es her für mich, so das letzte Mal. Seit diesem DLC, wo ich grandios verkackt habe. Übrigens war einfach nur zu doof, weil eigentlich ist das Kapitel, wenn ich nochmal geguckt habe, eigentlich ist es relativ einfach. Also was heißt einfach? Man kann es einfacher machen. Weil, ja, im Prinzip lassen einen ja alle Gegner in Ruhe, außer natürlich den Boss, okay. Den Boss kann man theoretisch fliehen lassen. Man will natürlich die Waffen haben vor allem, oder? Und ich meine, ich könnte ja, der Boss hatte zu Beginn, also er hat einen Meistersiegel, okay. Aber ansonsten hat er halt 3 freie Slots. Ja, warum ihn nicht einfach mal 3 Truhen plündern lassen? Vielleicht sogar eine 4. Weiß nicht, ob er dann vielleicht sogar abhaut nach der 3. Oder ich logge ihn auch bei der 3. Truhe in der Falle. Also heißt, ich würde die ganze rechte Seite bei dieser Mission einfach komplett ignorieren vorerst. Mich nur auf die linke Seite konzentrieren, die Gegner, wenn er halt kommt, in die Falle locken und dann von allen Seiten drauf bashen. Wäre das natürlich noch oben rechts eine Case und die Truhe plündern, okay. Die andere hat alles ihn machen lassen, ihm nachher alles abnehmen. Ja, das letzte, ich weiß auch nicht wieso, das irgendwie nicht in den Sinn kam. Weil ich muss zugeben, die letzte Aufnahmesession mit den 3 Parts da, also sprich eigentlich alles um das DLC herum, da war ich sowieso irgendwie geistig nicht auf der Höhe. Überhaupt nicht, das war irgendwie auch total unmotiviert rangegangen. Wenn ich so überlege, von wegen einfach, ja, jetzt muss ich wieder aufnehmen, weil sonst am Morgen keine Parts mehr und so. Mache ich mehr oder weniger das. War sowieso ein bisschen mieser Tag da und ja, dann haben wir halt grandios verkackt. Ja, super. Gut. Ich werde das DLC zwar noch machen, Leute, aber nicht jetzt. Weil DLCs, das sind sowieso ein bisschen heikel. Naja, heikel sagte Michael. Ich muss es so machen, dass ich halt bevor ich ein DLC starte, mich erstmal informiere darüber. Nicht unbedingt in der Strategie und so, sondern weil diese DLCs sind mitunter ein bisschen krass, was halt die Gegner anbelangt, wegen der Stärke her. Aber vor allem auch wegen Spoilergefahr. Es gibt nämlich mindestens eine Mission, die einem auf der Offenbarungsroute, wo wir jetzt gerade drauf sind, ganz mies die ganze Story spoilern könnte. Und dann natürlich schon... Oh, Topaz, cool. Da wäre natürlich schon ein bisschen scheiße, wenn da irgendwie, ja, total gespoilt wird und so. Will natürlich kein Mensch und deswegen künftig eher ein bisschen besser drauf aufpassen. Welche DLCs wir machen, natürlich machen wir wieder welche, aber eben jetzt die vom letzten Mal eher später wieder. Ich glaube, das nächste Mal nach Kapitel 19, Kapitel 20 halt, ich glaube vor allem die mit Sender und Ryoma, die man da sehr gut sieht in der, ja, wisst schon. Machen wir reden, mal gucken, wie das aussieht. Im Vorschaubild, genau. Lalala. Put me in danger during battle. That's where the fun is. Sieht auch schon ein bisschen älter aus, war und vor allem ein bisschen geschafft. Also die hat schon einiges erlebt, die gute Frau. Schade. Wirklich viel schade ist halt, ja, gewisse Ereignisse im Leben einer Frau, oder generell einem Menschen, ja, natürlich auch Mann und so weiter, so zusetzen kann. Oh je, schaut mal Gunther. Okay, sogar Gunther war plötzlich auch wieder da. Ah ne, der war ja im letzten Kapitel, stimmt, bei Kapitel 18 noch. Entschuldigung, gerade noch ein bisschen drunter und drüber. Fuga. Mal kurz angucken, Fuga ist Back to Action Waffenmeister. Alter, die Werte. Ja, leck mich am Arsch. Stärke 29, ja geht's noch. Fähigkeit 27, das ist schon um Kriten, Geschwindigkeit. Alter, Verteidigung.
Null Magic. Wieso kommt der jetzt? Wir haben doch sowieso schon so viele Charaktere hier. Okay, weitere fürs Team, da wird er richtig lustig, weitere Fähigkeiten. Diener des Windes, wenn die KP nicht mehr voll sind. Das geht relativ schnell. Sinkt um 6. Oboros Fähigkeit, die braucht... Moment mal, Oboro war doch die mit Verteidigung senken, war. Aber trotzdem, das braucht er eigentlich unbedingt. Scheiße. Das waren plus 30. Vorteil. Immer zuerst aufräumen und kombinieren mit der hier, mit Diener des Windes. Alter, wenn er weniger als 50%, also weniger als, ja, 50% der KP hat, also weniger als die Hälfte, der trifft doch keinen Sau mehr, den Typen hier. Alter, wie stark ist der? Waffenlevel B, C, der kann alles tragen. Okay, mal ganz kurz einkaufen. Ja, wir können mal Fuga mal testen und so weiter. Was wir dann genau machen am Schluss, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Das kommt jetzt so unerwartet für mich. Okay. Mal das halt mal zum Gucken. Kennt ihr Übernaginata? Krass. Der weiß aber sowieso nur Rang C, aber trotzdem ist das jetzt irgendwie noch geil gefunden. Der Speer ist weiter, damit wird er noch krasser. Ja, super. Was soll ich ihm vor allem die hier geben? Klingenbrechen und so weiter. Da irgendwo sicher noch ein Axtspalter. Alter, ein Speerbrechen, Doppelkeule, große Keule, kritische Treffer. Würde dabei Bonusschaden, will ich mal gucken. Was der für einen Schaden machen würde, ja, leck mich. Okay, wie bereits erwähnt, das kommt total unerwartet. Mal gucken, wa? So. Sagen wir es mir so, klar, Herausforderung. Oh, scheiße. Wenn ich das unbedingt näher habe, vor allem noch trainieren soll mit nix, weil er muss wieder erst entwickeln. Ich doofi. Egal. Kapitel 19, unsere Erfahrungen. Trotz der Traum Scarlet dringt die Gruppe tief nach Valhalla vor. Azura erzählt ihren Freunden, was sie über das versteckte Königreich weiß. Okay. Sehr viel Story. Das gefällt. Unsichtbare Fäden im Hintergrund. Es ist kaum zu glauben, doch Valhalla war einst ein mächtiges, friedliches Königreich. Es war mit den anderen Königreichen der Welt in Freundschaft verbunden. Es war sogar nicht unüblich, dass der Adel Nuos und Hoshidos Valhalla besuchte. Was? Aber ich habe noch nie etwas von Valhalla gehört. Du sagst, dass mein Vater und König Geralt von diesem Land gewusst haben? Ja. Der hoshidische Thron der Wahrheit war ein Geschenk des valitischen Königs. Doch als der stille Drache Anankos die Macht an sich riss, veränderte sich Valhalla. Azura, warum weißt du so viel über dieses Königreich? Ich glaube, dass ich das auch noch erklären sollte. Kommt mit mir. Es gibt etwas, das ich euch gerne zeigen möchte. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sender, diese Statue. Du kennst sie doch, oder? Ja, das ist die gleiche Statue, die auch Vater anbetet. Das ist eine Statue des stillen Drachen Anankos. Jedem Königreich wird ein Drache zugeordnet. Hoshido hat den Drachen der Morgenröte. Nur hat den Abenddrachen. Valhalla hat Anankos. Er war gesegnet mit unbegrenztem Wissen und Weitsicht. Er war auch der Drache, der sein Blut mit dem der alten Valitum vermischte. Alten Valit mit 2 L? Habe ich jetzt gerade einen Knick in der Optik oder ist das ein Druckfehler? Aber warum betet Vater ihn an und nicht den Abenddrachen? Verzeih mir, dass ich derjenige bin, der dir das erzählt. Es ist jetzt fraglich, ob noch irgendetwas von dem echten König Geralt existiert. Was willst du damit sagen? Anankos kann von Leuten Besitz ergreifen, den Körper der Toten befehligen. Seine Anwesenheit, so kurz sie auch sein mag, verdirbt den Geist. Die Magie von Anankos hat wahrscheinlich alles, was König Geralt nach dem Leben erhält. Er ist nichts weiter als ein Diener des Drachen. Das kann ich nicht. König Geralt ist Anankos Marionette, mit der er die Welt durch Kriege zerstört. Das kann doch nicht.
Ich will es nicht glauben, aber das würde Vaters seltsames Verhalten erklären. Dieser verfluchte Drache wird dafür bezahlen. Warum tut er das? Er will damit Vallas größte Rivalen, Hoshido und Nohr, zerstören. Wenn sie fallen, ist es ihm ein leichtes, die anderen Könige der Welt zu erobern. Ja gut, aber ihr überlegt ja was anderes, Leute. Jetzt in der Offenbarung kriegen wir die ganze Geschichte mit. Okay, und werden zum Schluss mit Anankos direkt stellen, was bei Vermächtnis und Herrschaft nicht der Fall ist. Mittlerweile Herrschaft habe ich ja auch schon noch nicht ganz durchgespielt. Nee, es ist doch ein bisschen sehr schwierig. Nee, bin zwar gut dabei und so, kenne den Schluss aber bereits und ja, also, wie gesagt, Hermanis habe ich auch schon Let's Played und dort hatten wir am Schluss ja eigentlich auch nichts, was irgendwie, sag jetzt mal vom Hintergrund her, aber irgendwie Anankos noch sagen würde, von wegen, das ist nur ein kurzer Rückschlag, ich werde zurückkehren, oder so in der Art. Wisst ihr, einfach nur so, wir haben seine Pläne auch da vereitelt, nur halt anders, mit Verlusten. Und jetzt hier irgendwie ohne Verlust oder irgendwie direkt, ich verstehe nicht ganz, wieso überhaupt Vermächtnis und Herrschaft am finalen Kapitel bereits zu Ende wäre. Es müsste eigentlich noch weitergehen. Versteht ihr? Also irgendwie wird da noch so gewisse Verständnisprobleme. Einige von euch sind bereits auf unsichtbare Feinde außerhalb von Valhalla gestoßen. Diese sind Krieger Vallas und Diener von Anankos. Er kann sie mit seiner Magie... Oh, scheiße. Entschuldigung, da war der geklickt aus Versehen. Mit seiner Magie von Valhalla aus kontrollieren und sowas. So ließ Hoshido nur glauben, dass sie sich gegenseitig angreifen. Und das brachte uns dazu, Vergeltungsschläge gegen den anderen zu führen. So wie es mit uns in Serkense geschah. Um die Welt zu retten, müssen wir also diesen stillen Drachen besiegen. Ja, das ist unser Endziel. Ich habe eine Frage an dich, Asura, da du so viel über diese Ereignisse weißt. Wer bist du wirklich? In Wahrheit bin ich Ananko selbst. Ich bin eine Prinzessin von Valhalla. What? Dann kommst du schon aus diesem Reich und gehörst zu seiner Königsfamilie? Ja, obwohl es keine königliche Familie mehr gibt, zu der ich gehören könnte. Anankos tötete meinen Vater und wandte sich den Valhalla zu. Er zerstörte alles. Meine Mutter floh mit mir. Ich lernte mein Wissen über Valhalla von meiner Mutter, während wir im Exil lebten. Die Wahrheit. Endlich die Wahrheit. Auf diesem Land liegt also ein Fluch? Ja. Deshalb fanden wir die Erklärung auch erst, als wir hierher kamen. Ich verstehe. Dann ist unsere Mission klar. Wir müssen uns verbünden, um Anankos zu besiegen. Hoshido und Nohr müssen zusammenarbeiten. Gänsehaut-Feeling! Bedrückt auch etwas, Prinz Ryoma? Wenn ich ehrlich bin, ja. Help me if you can, I'm feeling down. Was? Hilfe bitte, es hilft mir doch einer! Ah! Der Junge wird verfolgt! Junge, dazu ist mein Mädchen. Wir müssen etwas tun! Was denn? Bitte, ihr müsst mir helfen. Fighten? Fighten! Wie viel darf mit? 8. Ja, nee, ist klar, kann ich mal die ganze Hoshido-Familie mitnehmen. What? 8 gegen 45! Ey, die Entwickler haben noch ein Rad ab. Nee, sorry, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, die Entwickler haben ihr ganz Pulver bei Awakening schon rausgeschossen damals. Weil, sorry, wenn man so vergleicht, wie gesagt, ich habe es mittlerweile auch schon Herrschaft gezockt. Herrschaft in vielen Dingen viel zu schwierig, beziehungsweise... Ich meine, ein Strategiespiel kann natürlich schon schwierig sein, aber okay, wenn es ein Strategiespiel ist, dann musst du auch alle Informationen haben. Hast du dort bei gewissen Kapiteln nicht, die musst du zuerst rausfinden. Sprich, du musst ein Kapitel dort, die meisten oder viele, mindestens die Hälfte, musst du eigentlich zweimal sagen, bevor du überhaupt alles weißt. Vermächtnis war, wie ich finde, viel zu einfach. Oder einfach, ja, quasi auch ein bisschen durchmummeln konntest und, ja, von dem an das komplette Gegenteil. Meine Gegner haben selten Fähigkeiten gehabt und so etwas und ich habe dort wirklich ein bisschen, ja, auch ein bisschen doof gespielt und so, klar, aber trotzdem, es war einfach, wie ich finde, doch zu einfach, trotz allem. Und jetzt hier quasi einfach noch einen draufsetzen und wegen, okay, Herrschaft ist quasi unfair, also quasi, ja, unfair, nee. Er ist zu schwer, nicht alle Informationen sind da, Vermächtnis ist eigentlich zu einfach, man kann so irgendwie so durchmogeln, was machen bei Offenbarung, ja, zu wenig Charaktere. Ey, sorry, 8 gegen 45, was soll der Mist? Ey, ich krieg die Krätze.
Das ist nicht euer fucking Ernst, ja, da muss ich, ja, da geht nicht anders, ich muss einen guten Fuga mitnehmen, ich komme ja sonst nicht mehr Leben durch. Ist da oben. Wie kommen wir jetzt hier runter? Hä? Freundessiegel, Bestien. Okay, wir kriegen relativ viel, das ist natürlich schön. Da bin ich durchaus dafür. Finde ich geil, warum nur 8 Charaktere? Wollt ihr mich echt verarschen? Der Fug kommt natürlich mit, ich brauche hier starke Tuppen. Scheiße, leck mich doch am Arsch. Nee, sorry Leute, das ist echt unfair. Also da werde ich nie verstehen, wie man so eine Mission mit nur so wenig Charaktere machen kann. Vor allem, also da finde ich jetzt echt schlecht programmiert. Weil du musst doch vor allem jetzt bei Offenbarung, wo du so viele Charaktere zur Auswahl hast, dann gib doch dem Spiel auch die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich habe so viele Charaktere, darf ich auch die Hälfte mitnehmen, verdammt nochmal. Nicht wie sagen, nö, du darfst trotzdem nur 8 mitnehmen, scheiß drauf. Ja, super, hey. Ja, also wieder die Qual der Wahl. So viele habe auch wieder Benny. Da ist aber auch nichts noch dabei. Gut. Aber schon mal 4. Hey, geil, warte mal was anderes. Nehmen wir Fuga noch mit. Haben wir schon gesagt, war. Ich weiß, er ist schon Level 10 und so, ist mir scheißegal, einfach jemand, wo ich voll raufhauen kann und. So, können wir ein bisschen Aktion erleben. Geil. Also haben wir noch 3, toll. Dann die Beziehungen vertiefen, die natürlich auch noch, okay. Es braucht natürlich mindestens noch einen Heiler und dann noch ein paar Krachertypen. Also eigentlich war Case noch, wegen Shuriken-Style. War gar keine Truhen hier, war. Also könnte ich auf ihn eigentlich verzichten. Die haben eigentlich relativ viel Resistenz, wenn wir ehrlich sind. Vor allem ist es eine große Map, weshalb man relativ schnell vorwärts prescht, was mit Benny nicht geht. Das ist einfach zu lahm dafür. Das sind General, also lahm, sagen schnell als nix. Oh, wie ich das jetzt hasse. Man, da kann nicht gedoppelt werden, ja, schön. Einmal ganz kurz, wir brauchen natürlich Takumi wegen Scharfschütze. Elise zum Heilen, sie kann relativ schnell vorwärts. Okay, dann bleibt vielleicht Sakura mal hier. Ich könnte zwar ihr Glück gebrauchen, aber wenn ihr sowieso nur so wenig mitnehmen kann. Nö. Leo. Ja, natürlich auch Magie stark. Also, natürlich einen von meinen brauche ich schon. Sieht das hält zwar auch viel aus. Natürlich nicht so viel wäre, okay. Was haben wir hier alles? Viele Panzertypen. Hast du für alles verteilt? Wer kann auf diese Was kann er hier machen? Hä? Fliehen? Oder keine Ahnung. Was soll das? Was habe ich hier? Alle 24 Zügen. Ja, toll. Boss besiegen. Natürlich auch die Erfahrungspunkte, die uns dann verloren gehen, ne? Versteht ihr? Also, Ja, da sind so Momente, wo man sich fragt, really? Ernsthaft Spiel? Keaton kann ich ja vergessen, er hat viel zu wenig Einheiten, die man mitnehmen kann. Ryoma ist natürlich ein Schwermeister, er haut megamäßig drauf, aber Fuga ist eigentlich fast ähnlich auch in den Fähigkeiten. Klar, da kann ich so kritten wer. Also, kommen wir doch schon. Das ist eigentlich fast besser als Ryoma. Scheiße, wir haben voll. Ja, Ryoma bleibt dann halt hier, das heißt, wenn Ryoma hier bleibt, eigentlich auch Camilla. Die ein bisschen nach dem Level war. Ist eigentlich auch schon gut trainiert. Selena mal eine neue Fähigkeit. Selena mit Case dann. Ist das auch schon gut trainiert. Natürlich auch viel Defense. Also, es bleibt dabei, ich brauche immer viel Defense. Bin ich nicht gedoppelt, okay. Kommt nichts doch mit. Das ist doch. Schlott will noch was mit Äxten brauchen. Hammer hat sie auch noch. Nichts Fliegendes, weil man muss aufpassen wegen Pfeil und Bogen. Oh, das ist doch wohl. Wenn man das Spiel verarschen will, wird geheilt. Was? Die verbündete Einheit wird geteilt. Hä? Warum? Warum soll ich das wollen? So.
Ja, Freunde, wenn man sagen, wünsch mir Glück, wa? Es kann nur schief gehen. Was anderes geht gar nicht. Es muss schief gehen. Hab recht, alle, ich hab all dabei. Scheiße. Listen. Michael, wir haben nicht die Zeit, um uns um den Gegner zu kümmern. Wir müssen uns so schnell wie möglich zum anderen Ende des Gebiets begeben. Sieht sehr merkwürdig aus. Ein anderer Ort agieren? Hä? Wie geteilt? Ja, ich verstehe das Ziel. Ich habe alles verstanden, das ist überhaupt kein Problem. Erstmal, was heißt das hier? Ist das ein Zielpunkt für das? Quasi dahin? Und vor allem, in Verbindung wird geteilt. Wieso geteilt? Was soll das? Ich bin gerade echt ziemlich überfragt. Ziemlich, wohlgemerkt. Ah, habe ja keinen geflügelten Einheit dabei. Also keine Angst vor denen, natürlich wegen Scharfschütze, dann natürlich trotzdem. Die sind ja alle weiterentwickelt. Sind wir schon so weit, wa? Jo, ich denke auch. Gut, lassen wir das alles. Die sind alle scheiße. Wir haben nicht die Zeit für den Gegner. Ja, ich merk's. Egal, scheiß drauf. So, was machen wir jetzt hier vorne? Da ist ein Zauber, da kommen sie noch weit. Logisch, ich sehe es. Ich hatte doch ein paar dabei, die relativ viel aushalten können. Da wäre jetzt sonst jetzt echt mal ein ziemlicher Fehl gewesen. Bin nur direkt zurückschlagen, wa? Guck mal hier. Wie sieht es denn hier aus? Die kommen natürlich nicht allzu weit. Fuga hat natürlich vor allem hier gute Werte. Die kommen natürlich auch noch alle mit. Toll. Geschlaut nach oben. Wie sieht's aus? Mal im Wald fliehen, wa? Warum eigentlich nicht? Stahlkatane geht nur in Nähe. Natürlich auch ein Klingenbrecher noch. So. Also eigentlich kann er sogar angreifen direkt. Weiß. Warte mal, ganz kurz, aber hin. Okay, die kommen nicht weit. Fuga in Action. Mal gucken, wa? Warte mal ganz kurz, habe ich Animationen? Gut. Fuga. Klingenbrecher, was machst du damit? Alter Schwede. Dann natürlich Heavy. Man trifft natürlich nur. Ja, kann man durchaus machen, aber... Was? Ah, Steigerraum natürlich, Entschuldigung, habe gerade irgendwie nicht mehr so im Hinterkopf gehabt. Alpha Yato. Die Kritschers machen mir gerade ein bisschen den Kopf zu brechen. Bei 7421, dann nachher kam natürlich wieder selber an. Nein, komm, mach Drachenstein. Breche ich ein bisschen durch, Michael mit Fuga, wird schon klappen. Auf der anderen Seite bin ich noch zum Blocken und den Rest noch zum Abgreifen. Und, ja, wenn wir sagen, lassen wir den Gegner wieder ran. Und nachher gucken wir wieder. Oh ja, Alice, du bist schnell, du hast es drauf! Hier sehe ich noch nichts. Hä? Kann man ganz irgendwie seltsam. Und sie hauen ab. Ja gut, was kann man mit dem Part sagen? Wir haben Fuga, den Klingenbrecher. Wie geil ist das denn bitte? Aber 8 gegen 45 insgesamt, gut, sind es noch 44. Trotzdem, das ist... Also dann, wieso nur 8 Einheiten? Warum? Ich verstehe das nicht. Wieso haben das Spiel so programmiert? Warum muss ich, wenn ich da ein volles Team haben will, da halt mehr Charaktere haben will, alle nachträglich noch trainieren? Das finde ich einfach schlecht gemacht. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Natürlich hat da eine andere. Ihr denkt vielleicht, nö, der Mensch macht es halt spannender, das ist doch geil so. Je weniger, desto besser. Wer weiß das schon, wa? In diesem Sinne trotzdem Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Kapitel 19. Ja, ich denke, wir jetzt so machen, wie es Asura gesagt hat, relativ schnell hier durch. Natürlich noch nichts entwickeln, das natürlich schon. Ein bisschen Level up und so, aber nicht groß trainieren, auch nicht alle da groß besiegen, auch wenn sie seltene Waffen haben und so. Mein Fokus liegt echt darin, halt hier schnell durchzukommen. Muss man Glück haben, ist im nächsten Part bereits Kapitel vorbei. Mal gucken. Bis dahin, tschüss.